Herzlich willkommen auf dem Passionsweg. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder mit euch zusammen die größte Geschichte der Menschheit zu erleben. Ja, Jesus selber wurde Mensch und hat alles, was uns trennte, von Gott auf sich genommen. Freiwillig, aus Liebe, damit du und ich wieder mit Gott versöhnt sein können. Es ist wirklich, Gott hat das Geschick der Menschheit wieder gewendet ins Gute. Und wir dürfen es nicht nur sehen und hören, sondern wir dürfen es heute erleben. Gott ist da, Jesus möchte uns begegnen. Darum starte ich gleich mit einem Gebet. Jesus, es geht um dich. Wir möchten dich erleben. Wir möchten uns öffnen, unser Herz auch nochmal für dieses große Wunder, für deine große Liebe und für diese großartige Geschichte, dass du uns wieder mit Gott versöhnt hast. Darum zeige dich uns und berühre unser Innerstes, wo du das machen willst. Amen. Es ist wirklich Jahr für mich der Moment, wo ich wieder ganz tief von Jesus ergriffen werde. Und ich hoffe, das passiert auch mit dir. Wir werden dieses Jahr die Passionsgeschichte aus der Perspektive von Maria Magdalena erleben. Sie ist eine Frau und sie selber wurde von Jesus befreit und gehörte so zum erweiterten Kreis von den Nachfolgern von Jesus. Maria, du warst mit Jesus lange unterwegs und hast auch erlebt so diesen ganzen Passionsweg. Du warst beim Kreuz sehr nah mit dabei, aber auch vorher. Aber nimm uns mit, zuerst noch, in den Tagen davor, in der Woche. Was ist passiert? Ja, wir waren eine Gruppe aus Galiläa und wir reisten nach Jerusalem, weil in dieser Woche, da war das Passafest. Das ist immer ein Höhepunkt im Jahr. Und es war so schön anzusehen, nur schon der Einzug in Jerusalem. Die Menschen, die begrüßten Jesus mit solch einer Freude und ich habe gesehen, wie die Menschen wirklich verstanden haben, dass Jesus der Messias ist. Krass, endlich müsst ihr gedacht haben, endlich wird Jesus als der gesehen, der er wirklich ist, der Messias. Wie war das in ganz Jerusalem? Haben das alle gespürt und gefeiert? Ja, also es war echt viel los in Jerusalem und viele Leute, die feierten Jesus. Aber es gab auch gewisse Menschen, die hatten gar keine Freude, dass Jesus so bejubelt wurde. Die religiösen Führer in Jerusalem, die hassten diese Begeisterung im Volk. Und so begannen sie starke Streitgespräche mit Jesus. Und als Jesus dann auch noch die Geldwechsler und die Händler aus dem Tempel geschmissen hat, wirklich wortwörtlich, da sahen sie Jesus auch als eine finanzielle Bedrohung an. Und so beschlossen sie dann, dass sie Jesus töten wollen. Das sind sehr einflussreiche Menschen. Ja. Ihr müsst als Gruppe sicher auch in dieser Spannung gewesen sein. Ja, natürlich haben wir diese Ablehnung gespürt, aber Jesus, er hatte solch eine Ruhe ausgestrahlt. Da wussten wir, wenn wir bei ihm sind, dann kann uns gar nichts passieren. Was wir in dieser Zeit noch nicht wussten, Judas, der ging zu einem Hohepriester und er hat Jesus verraten und dafür Geld bekommen. Judas war einer der Jünger. Ja. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs und hat einfach die Seiten gewechselt, oder was? Ja, Judas war einer der engsten Freunde von Jesus und beim Passamahl, da hatte Jesus ihn darauf angesprochen. Und wir waren alle natürlich extrem schockiert, weil wir haben nicht damit gerechnet. Er war einer unserer engsten Freunde, wir haben alles zusammen geteilt, wir wussten alles voneinander. Aber natürlich hat es besonders Jesus tief verletzt, dass er von seinem eigenen Freund verraten wurde. An dem Abend ging Jesus nachher in den Garten Gethsemane, wo er betete, wo er rang mit Gott über all das, was passieren wird, wo seine Jünger einschliefen, obwohl Jesus sie darum gebeten hat, mit ihm zu beten. Und dann kam tatsächlich dieser Judas mit der Tempelwache und er verriet seinen Freund mit einem Kuss.
Wenn ich mich so hineinversetze ins Herz von Jesus, es war nicht irgendein Fremder, es war einer seiner besten Freunde, die ihn verrieten. Es muss sich schrecklich angefühlt haben für ihn. Genau einer seiner besten Freunde. Ich möchte aus Hebräer 4, Vers 15 lesen. Jesus Christus, dieser Hohepriester, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Jesus hat dieselben Verletzungen erlebt, dieselben Enttäuschungen erlebt, dasselbe, aber er versündigte sich nicht. Jesus blieb treu dem, was Gott für ihn bereit hatte, dass er sein Leben gab für uns. Obwohl wir Menschen diejenigen waren, die Jesus verraten hatten. Jesus hat sich nicht beirren lassen von dem. Und obwohl er so verletzt wurde, hat Jesus gesagt, ich gehe trotzdem diesen Weg. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da ist einer meiner besten Freunde zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich werde weiterziehen und ziehe ein bisschen weiter weg jetzt. Ein Jahr später kam ein nächster Freund und hat gesagt, hey, ich werde ins Ausland gehen. Ein Jahr später kam noch ein Freund, der ebenfalls gesagt hat, hey, ich werde auswandern. 3 Freunde in 3 Jahren habe ich verloren. Und da ist so ein Freundschaftsloch in meinem Herzen entstanden. Aber gerade in dieser Zeit war für mich so wichtig, dass ich wusste, Jesus versteht mich sehr, sehr gut. Und so ist es bei dir. In deinen Situationen, wo du drin bist, in deinen Schmerzen oder vielleicht gerade auch, wo du Enttäuschungen hast, wo du verletzt wurdest von Menschen oder wo du andere Dinge hast, die dein Herz schwer machen und es belasten. Wir dürfen wissen, wir haben in Jesus einen hohen Priester, der mitfühlt in all diesen Dingen, der die größten Schmerzen, die seelischen Schmerzen, die körperlichen Schmerzen versteht und mitfühlt. Und ich lese weiter im Hebräerbrief 4. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und Jesus, so ist es heute. Wir brauchen Barmherzigkeit von dir. Wir brauchen Gnade. Du bist ein Gott, der uns zutiefst versteht. Du bist ein Gott, dem wir heute unser Herz hinhalten, dass du es berühren magst. Jetzt lade ich dich ein, dass du dir einen Moment Zeit nimmst und ruhig wirst und dein Herz kurz spürst. Und dann stellst du dir vor, dass Jesus vor dir steht und Jesus dich fragt, darf ich dein Herz haben? Kannst du es mir geben mit allem, was dich belädt, verletzt, enttäuscht? Mit all dem kannst du mir dein Herz nochmal hinhalten. Denn genau dafür habe ich mein Leben gegeben. Jesus, hier ist unser Herz. Nirgends sonst finden wir Sicherheit als bei dir, weil du uns verstehst. Bitte komm in unser Innerstes und wirke. Begegne unseren Ängsten, unseren Enttäuschungen, unseren Schmerzen. Und wir nehmen deine Gnade und Barmherzigkeit an. Komm und tröste unser Innerstes.
Danke, dass du uns verstehst. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du uns heilst und wiederherstellst. Amen. Ich lade dich jetzt ein, aufzustehen oder hinzuknien und Jesus noch anzubeten. Wir werden mit unserer ICF Worship Band gemeinsam Jesus ehren dafür, dass er der Hohepriester ist, der uns wirklich versteht. Amen. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt? Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand um nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt? Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand. Wer ist wie du? Wer ist wie du? Ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ja, ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Nein und alles. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Nein und alles sein. Nur du allein. Ich sing so laut ich kann, und wenn nicht ich, wer dann? Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, geb ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Ich sing so laut ich kann, und bin nicht ich, wer dann? Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, geb ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Nein und
dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein, nur du allein.